Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum zweiten Teil des großen Saisonfazits. Leute, diesmal kümmern wir uns um Vincent Kompany. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert gerne den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben oder auch nach unten, wenn es euch nicht gefällt, schreibt einen Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja? Und damit geht es rein, Leute. Es geht um Vincent Kompany. Unseren Chefcoach. Ja. Ich denke, es war keine leichte Saison oder kein einfacher Einstand unter der großen Überschrift dieses Jahr Finale der Home. Ja. Ich persönlich glaube, dass das auf viele Entscheidungsfindungen einen großen Einfluss bei Vincent Kompany hatte. Wurden dann sogar noch befeuert auf der Jahreshauptversammlung von Chrissy, der da Worte gefunden hat, die eine Farce waren. Will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube schon, dass das viel reingespielt hat in Vincent Kompanys Entscheidungen. Hat das jetzt in die Note mit reinzuspielen? Nein. Die Note nehme ich schon mal vorweg, dann erzähle ich da ein bisschen was zu. Das ist Vincent Kompanys Durchschnittsnote. 3,03. Wir haben 50 Spiele gesehen von unserem FC Bayern. Das ist seine Durchschnittsnote von den 50 Spielen. Ich gehe mit der Note voll mit und werde jetzt ein bisschen erläutern, warum es für mich keine 2 ist. Warum es für mich keine schlechtere Note ist. Ja, ich denke, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, das große Thema Finale der Home, was wir am Ende nicht erreicht haben. Ich persönlich glaube, das war ein großer Hemmschuh. Der zweite große Hemmschuh war Jamal Musiala, die Vertragsverlängerung. Ich glaube, auch da wurde Rücksicht auf gewisse Spieler genommen. Ich meine, Thomas Tuchel hat uns das letztes Jahr klar erklärt, wie der Hase bei uns im Verein hoppelt, was das anbelangt. Was war super stark von Vinny? Fangen wir damit an, ist erst deutscher Meister geworden. Ja? Also erstmal nochmal sportlich war die Saison, bleiben wir kurz beim Sportlichen. Sportlich war die Saison auf jeden Fall sehr gut. Souverän deutscher Meister, 99 zu 32 Toren, 13 Punkte vor Leverkusen, glaube ich, irgendwie so. DFB-Pokal muss Manuel Neuer auf seine Kappe nehmen. Wir haben trotzdem mit Zehmann noch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Leverkusen gemacht. Einzig und allein war die Champions League, die war schwach. Da haben wir wenig gute Spiele gesehen. Wir sind mit viel Glück überhaupt erstmal weitergekommen gegen Celtic und so weiter. Das war nicht gut. Also sportlich war es eine sehr, sehr gute Saison nach dem ganzen Chaos, was die Jahre davor war. Ja. Was hat Vinny gut gemacht? Oder was ist überhaupt das Wichtigste, was er geschafft hat, ist, dass es wieder eine Mannschaft ist. Ja. Es ist wieder eine Mannschaft. Das ist der Knackpunkt, das ist das A und O, das ist, was uns die letzten Jahre abging. Wir haben immer individuelle Qualität gehabt. Gerade unter Tuchel war das super extrem auffällig, dass da wirklich nur durch Einzelaktionen Tore entstanden sind. Und da selten mal einer für den anderen gearbeitet hat oder sonst was. All das hat ein Vincent Kompany wieder umgedreht. Ja, also wir haben diese Saison den Erfolg dank einer Mannschaftsleistung. Und natürlich dank Michael und Harry. Ja, das muss man auch mal ein bisschen rausstellen. Kommen wir später zu, wenn es um die einzelnen Spieler geht. Aber er hat es wieder geschafft, aus diesen ganzen Individualisten und diesen ganzen Diven und Grüppchen in dieser Mannschaft eine Mannschaft zu formen. Samt Team, samt Staff, das sieht man, das merkt man, das spürt man, dass da ein Zusammenhalt ist, dass da kein Blatt zwischen geht. Um das zu erreichen, kommen wir zu der Schattenseite, musste er natürlich auch einiges opfern. Ja? Er musste opfern, Spieler vielleicht gegen ihren Willen auf irgendwelche Positionen zu stellen. Er musste die Jugendarbeit dafür opfern. Er musste Konkurrenzkampf dafür opfern. Gehe ich im Laufe des Videos nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Aber er war jetzt zu der Zeit der richtige Trainer, ja, weil er den Fokus auf die Mannschaft gelegt hat. Und er weiß, was das bedeutet. Er war Spitzensportler, er war Kapitän einer Spitzenmannschaft. Er weiß,
Ja, das ist Mannschaftssport. Es ist wichtig, dass man eine Mannschaft ist. Du kannst die weltbesten Spieler haben, wenn die nicht als Mannschaft agieren, bringt dir das alle nichts. Haben wir jahrelang gesehen bei Manchester City, haben wir jahrelang bei Paris gesehen. Ja. Die weltbesten Spieler alleine bringen dir keinen Erfolg. Ja. Und das war der Knackpunkt diese Saison, dass wir wieder eine Mannschaft geworden sind. Zweiter Punkt, der sehr, sehr gut war unter Vincent Kompany, ist, dass er die Spieler durch die Bank besser gemacht hat. Die Spieler waren zerstört durch Thomas Tuchel, das muss man mal knallhart sagen. Da ist fast jeder Spieler schlechter geworden. Kompany hat jeden Spieler wieder besser gemacht. Egal, ob das ein Kimmich ist, selbst ein Goretzka, selbst ein Gnabry, Coman und Sané sind besser geworden. Selbst ein Davies hat da wieder hingebogen. Natürlich auch auf Kosten anderer Spieler. Das muss man auch mal knallhart sagen. Ja. Es wurden, gerade von Sid Davies, wurde über 10 Spiele durchgezogen, obwohl die Leistungen katastrophal waren. Ja, dadurch hat man Adam Aznou den einfach gar keine Chance gegeben, hat ihn vergrault. So, man hat einen Gnabry durchgezogen, man hat einen Liboy ewig durchgezogen, man hat einen Coman 6 Spiele durchgezogen, obwohl die Leistungen noch nicht ansatzweise Bundesliga-tauglich waren. Hat dadurch einen Matistel vergrault, wo die Leistungen auch nicht gut waren, aber ihn haben wir nicht festgehalten, haben wir nicht durchgezogen. Und so kannst du es durchgehen. Ja. Aber ich würde das als positiven Faktor sehen, dass er die Spieler wieder auf ihren Leistungszenit gebracht hat. Ja, das hat man auch gerade bei Kimmich gesehen, gerade zum Start der Saison, auch wenn Kimmich dann wieder einen Abfall hatte nach seiner Vertragsverlängerung. Wenn man jetzt denkt, was man will, aber es geht hier gerade um Vinny. Er hat die Spieler wieder besser gemacht, er hat dafür gesorgt, dass wir ein Team sind. Und er hat dafür gesorgt, dass wir vor allen Dingen in der Hinrunde wieder attraktiven Fußball gesehen haben. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich sehe lieber ein Spiel, wo es 4-3 ausgeht oder 4-2 oder was auch immer, anstatt ein super taktisches Catenaccio 1-0. Ja, aber das ist Ansichtssache, Geschmackssache. Mir gefällt so ein Spiel besser. Mir gefällt auch diese Pressing-Geschichte gut. Ja, wir haben es dann ein bisschen, ich denke auch aufgrund der Fitness in der Rückrunde zurückgeschraubt. Das muss man auch mal sagen. Da war es dann eher wieder mehr Guardiola, Sterben im Ballbesitz. Ja, haben wir viele Spiele gehabt, die dann taktisch geprägt waren, sagt man ja. Man sagt nicht langweilig, sondern taktisch geprägt. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ja, wir haben die Spiele positiv gestaltet mit dem richtigen Ergebnis und das ist, was am Ende des Tages zählt. Ich habe es eingangs gesagt, das sind die Sachen, die ich als sehr, sehr gut erachte. Vor allen Dingen, dass es wieder eine Mannschaft ist. Ja. Warum steht dann da jetzt eine Note 3,03? Wie gesagt, das ist die Durchschnittsnote. Wir haben 50 Spiele gespielt. In jedem Spiel hat der Vinny eine Note von mir bekommen. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, warum das nur eine 3 ist und keine 2 oder eine 1 gar. Ja? Weil die Ergebnisse haben ja im Großen und Ganzen gestimmt. Ja? Der größte Punkt ist natürlich, dass man Spieler auf falschen Positionen stellt. Ich muss das so deutlich sagen. Also ein Conny Leimer ist ja vieles, aber mit Sicherheit kein Rechtsverteidiger. Ja? Und du hast den Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft in deiner Mannschaft. Ja? Und dieser Spieler ist noch ein Spieler, der ja vieles ist, aber mit Sicherheit kein Spieler, der Pressing betreiben kann. Ja? Wenn wir bei Kimmich sind. Conny Leimer ist genau das Gegenteil. Das ist eine absolute Pressingmaschine. Ja, das hat man gesehen, dass ihm das auf der Rechtsverteidigerposition sogar zum Verhängnis werden kann. Wir spielen ein Pressing-System, zumindest in der Hinrunde, volles Rohr und Conny Leimer ist kein Teil davon. Ja. Der prädestiniert dafür ist, der das in Leipzig über Jahre gelernt, gespielt hat. Ja. Warum haben wir den nicht einmal auf der Achterposition gesehen? Ja, die letzten Spiele, wo er Rechtsverteidiger war, durfte er mal zwischenzeitlich wieder mehr in die Mitte, weil Kimmich sich hat wieder ein bisschen fallen lassen auf die Rechtsverteidigerposition, so wie es ganz am Anfang der Saison mit dem Guerrero war. Da hast du dann mal die Stärken gesehen, wenn Conny Leimer durch die Mitte kommt. Ja? Das ist eine Maschine. Warum spielt er nicht da? Warum hat ein Palinja keinerlei Rolle in dieser Mannschaft gespielt? Der uns mit Sicherheit in der Champions League mehr als gut getan hätte. Ja? Da wären so manche Spiele aber ganz, ganz anders gelaufen. Das kann man natürlich negativ ankreiden. Warum hat man wieder einen Leon? Ja, erstmal Chapeau an Leon, dass er sich ein bisschen zurückgekämpft hat.
Aber warum hat man dann teilweise ihn, den Pavlovic, vorgezogen oder den Conny Leimer auf der Posi? Ja. Warum hat man dann nicht einen gelernten Rechtsverteidiger als Rechtsverteidiger hingestellt im Boe und hat einen Conny Leimer in die Zentrale gestellt, anstatt einen Goretzka? Ja, das sind so Sachen, ähm, die ich nicht verstanden habe, die in meinen Kopf nicht reingehen. Ja. Aus Conny Leimer einen Rechtsverteidiger zu machen, ist für mich völliger Schwachsinn. Sorry. Ja, weil der defensiv genauso eine Pfeife ist, wie es Alphonso Davies ist. Ja, auch wenn da 80 Flankenversuche kommen 75 durch. Also, sorry, das hat für mich nichts mit einem Verteidiger zu tun. Ja. Das ist Punkt 1, der super negativ war. Punkt 2, das Leistungsprinzip wurde immer mehr außer Acht gelassen. Ja. In der Hinrunde fand ich es legitim, fand ich es okay, dass man gesagt hat, ey, ich halte an den Spielern fest, auch wenn die gerade scheiße spielen, weil ich sie wieder dahin bringen möchte, wo sie waren. Völlig legitim, hat er gut gemacht, habe ich ja auch als Positivbeispiel genannt. In der Rückrunde geht das nicht mehr. So, also wenn ein Spieler das bis dahin nicht gerafft hat, sorry, dann ist auch gut. Ja, in der Rückrunde, da geht es um die Gladiolen, wie Louis sagen würde. Da geht es darum, dass das auf dem Platz steht, was am stärksten ist, was die beste Leistung bringt. Und das war nicht der Fall. Das war in vielen Spielen nicht der Fall. Dass man auf viele Spieler in der Startelf nicht verzichten will, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber da musst du sie zur Halbzeit auswechseln. Wir haben ja super viele Spiele gehabt, wo wir gefühlt mit 10 Mann gespielt haben. Nimm nur Leroy Sané gegen Inter Mailand. Nimm Kimmich, nimm Harry Kane gegen Inter Mailand. Hättest du beide auch mal auswechseln können. Wäre gar kein Problem gewesen. Die Leistung war eine Katastrophe. Ja. Und so kannst du die Spiele durchgehen. So, das wurde nicht gemacht. Ja, vielleicht im Hinblick auf dieses Mannschaftsgefühl, ich weiß es nicht, kann man da vielleicht dann noch auch als Opferung sehen. Schwierig. Ich denke, da ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da. Der nächste nicht positive Punkt ist natürlich die Jugendarbeit, die nicht vorhanden war. Ja, die war nicht vorhanden. Wie gesagt, man hat die Jugendspieler vergrault, hat sie abgegeben. Es wurde nicht ein Jugendspieler integriert. Ich sehe Pavlovic jetzt nicht mehr als Jugendspieler, der hat einen Profivertrag, alles ist fein. Ja. Und selbst der musste kämpfen und war kein Stammspieler. Das war nicht gut. Ja. Und die Auswechslungen waren teilweise viel, viel zu spät. Ja, teilweise durfte Leroy Sané die 80 Minuten durchspielen, obwohl er gar nicht zu sehen war. Ja. Katastrophe. Ja, und deswegen kommt da am Ende dann nur die 3, was heißt nur, ich finde die 3,03 eine sehr faire Benotung für den Vincent Kompany. Auch nicht falsch verstehen, ich denke, Vincent Kompany ist ein guter Trainer, ist auf dem richtigen Weg, hat vieles schon gut gemacht bei uns, auch gerade seine Art und Weise, mit der Presse umzugehen, seine Art und Weise zu sagen, ich kritisiere und ich lobe keine einzelnen Spieler öffentlich. Intern ist das alles fein, öffentlich tut man das nicht und das macht er. Ja. Das fördert natürlich auch diesen Teamgedanken und nicht diesen, oh, ich bin der Individualist Nummer 1 bei diesem Trainer. Ja. Das macht er sehr gut. Die andere Sache, die sehr gut ist, dass er sich zu nichts äußert, außer zu sportlichen Themen. Ja, auch das ist vollkommen richtig. Alle anderen Vereinsthemen haben andere Leute zu beantworten und nicht er. Ja. Dadurch werden natürlich die Pressekonferenzen eher langweiliger, wenn wir sie mit Tuchel oder Nagelsmann vergleichen. Das ist aber völlig richtig und wichtig, dass es so ist. Ja, auch das macht er sehr, sehr gut. Ansonsten ist er aus meiner Warte zumindest ein sehr sympathischer Mensch auch. Und ich bin froh, dass er da ist, dass er unser Trainer ist. Und wie gesagt, es war auch schon sehr erfolgreich dieses Jahr. Die negativen Punkte habe ich auch aufgezählt, die muss man aufzählen und deswegen ist da auch nur eine durchschnittliche 3, ja, und nicht eine 2 oder eine 1, obwohl wir Deutscher Meister geworden sind. Weil das Leistungsprinzip wurde dann schon auch außer Acht gelassen im Laufe der Saison. Ja. Man hat keine Rotation gemacht, man hat es einmal ausprobiert gegen Bochum, das ging in die Hose. Von da an gab es immer
die gleiche Elf. Es sei denn, es war ein Spieler verletzt. Ja. Und dass uns dann die Körner gefehlt haben in den wichtigen Momenten in der Champions League, denke ich, hat man gesehen. Ja. Wenn ihr euch da das Leistungsniveau eines Kimmich, eines Kanes anguckt, die natürlich schon tragende Säulen dann sind, vor allen Dingen, wenn dann Spieler wie Uppa und Musiala ausfallen, dann brauchst du natürlich Spieler, die Führungsspieler, die wichtigen Spieler, die zu 110% da sind. Das waren beide nicht. Ja. Und da hätte man spätestens nach dem Hinspiel in meiner Meinung nach reagieren müssen und gegen Dortmund hättest du die Spieler draußen lassen müssen. Ja. Wir hatten 6 Punkte Vorsprung, alles ist gut. Drauf geschissen, wenn wir das Spiel verloren hätten. Ja, um es mal klipp und klar zu sagen. Ja. Das hat man nicht getan. Natürlich wollen die Spieler das wahrscheinlich auch nicht, aber dann musst du als Trainer sagen, jo, alles gut, bleib mal 2 Tage zu Hause, komm mal klar, werd mal frisch in der Birne. Und dann geht es im Rückspiel gegen Inter. Ja. Die andere Geschichte, natürlich hättest du ein Palhinha bringen müssen. Das war der perfekte Zeitpunkt. Also wir haben Palhinha verpflichtet, weil er ein defensiv starker Sechser ist. Ja. Wenn ich ihn dann die ganze Saison schon ignoriere und er auch ausfällt wegen Verletzung, ich aber auch, wenn ich ihn schon aufstelle, als Achter aufstelle, das ist der nächste negative Punkt, dann war doch das Spiel gegen Dortmund der perfekte Zeitpunkt. Kimmich raus, der war super überspielt gegen Inter im Hinspiel. Du hättest den Palhinha mal bringen können gegen Dortmund als alleinigen Sechser, hättest du den Bums mal angucken können und dann hättest du gesagt, oh nee, das war schon gegen Dortmund nicht gut, den kann ich nicht bringen gegen Inter. Ja. Oder du hättest gesehen, wow, ja, der gibt uns die Stabilität, hättest Kimmich als Rechtsverteidiger gestellt gegen Inter, Palhinha auf die 6, vielleicht sogar, wenn du aufs Pressing ausgegangen wärst, Conny Leimer auf die 8 und dann hättest du Vollgas gegeben, dann hättest du die zersägt, Alter. Ja. Aber diese taktische Möglichkeit hast du dir einfach genommen, indem du ein Palhinha einfach ignoriert hast. Ja. Vielleicht hat man das getan, wie ich gerade schon sagte, über der großen Überschrift Finale da Home, weil so war man nicht angreifbar. Ja. So war man jetzt nicht angreifbar. Man hat alles gemacht wie die letzten 300 Jahre gefühlt, 4-2-3-1, immer die gleichen Spieler, Kimmich, Goretzka, Yippie, wir freuen uns alle. Aber er war nicht angreifbar. Ne? Er wäre super angreifbar gewesen, hätte er jetzt im Rückspiel Kimmich als rechten Verteidiger hingestellt und Palhinha auf die 6. Überlegt euch, Palhinha hätte einen Fehler gemacht, wie Kimmich es gemacht hatte und er hätte es zum Tor geführt. Und wir wären deswegen ausgeschieden. Wäre er super angreifbar gewesen. Ne? Und der Druck vom Verein war ja auch da. Du musst das Finale da oben erreichen. Ne? Und ich glaube, haben ihnen einfach die Eier gefehlt. Verständlicherweise, neuer Trainer, großer Verein, erste große Station. Da mache ich im ersten Jahr, sorge ich dafür, dass es wieder eine Mannschaft ist, gebe den Jungs wieder Selbstvertrauen und lasse das einfach so rollen, wie es rollt. 4-2-3-1, immer die gleichen Spieler auf den gleichen Positionen. Opfer dafür, andere Spieler. Ja, so ist es gewesen im ersten Jahr. Und das sind die negativen Punkte. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Aber unterm Strich ist es eine 3, eine positive 3 mit am Ende der Meisterschaft, mit der souveränen Meisterschaft. Und es ist eine Geschichte, da werfe ich mal einen Blick nach vorne, auf die man aufbauen kann. Ja. Also ich persönlich, wie gesagt, ich habe diese Saison viel verziehen, was ich unter der Überschrift Finale da Home abstemple. Das mit der Jugendarbeit, das mit den nicht unbedingt nach Leistung aufstellen, das mit dem wenig rotieren. Wie gesagt, ich lasse das alles mal über der Unterschrift Finale da Home weg, weil der Druck schon enorm war, ja, auf dieser Mannschaft, auf diesem Trainer. Das ist in der neuen Saison nicht da. So, man ist Meister geworden, man hat geliefert, man hat seinen Titel geholt. Der Druck ist nicht da. Du hast kein Finale da Home. In der neuen Saison können wir den Winnie dann, was diese ganzen Themen angeht, mehr bewerten und auch härter bewerten. Ja, das muss man auch sagen. Weil, dass man die Jugend komplett ignoriert hat, abgesägt hat, dass man nicht nach Leistung aufgestellt hat, das sind alles Themen, die schlecht sind und die man nächste Saison besser machen muss. Ja, und dann kann man das auch besser bewerten, denke ich. Und dann sehen wir, welche Art Trainer Vincent Kompany ist. Ich glaube nicht, wenn Vincent Kompany diese
Also wenn das die Art von Vincent Kompany ist, wie es jetzt war, dann glaube ich nicht, dass das ansatzweise reichen wird, um in der Champions League irgendwas zu reißen. Ja, das wird für die Bundesliga immer noch reichen, weil wir einfach diese individuelle Qualität haben. Aber das wird nichts international. Dafür reicht das nicht. Ja, die Spieler, auf die er setzt, ob es ein Leroy ist, ein Ziyech, ein Kingsley, sorry. Das hat halt einfach nicht mehr dieses Champions League-Niveau. Und Kimmich als Sechser hat kein Champions League-Niveau, wenn es darum geht, wir reden über Viertel, Halbfinale. Ja, das hat er nicht. Sorry. Das ist auch nicht böse gemeint, das wird er nicht mehr haben. Er ist jetzt nicht, nur weil Vinny da ist, auf einmal ein defensiver Sechser geworden. Das ist er nicht. Ja. Und Conny Leimer ist ja vieles, aber mit Sicherheit kein Rechtsverteidiger und schon gar nicht ein defensiv starker Rechtsverteidiger. Ja. Auch das ist eine absolute Schwachstelle gewesen. Wenn er das nicht ändert in der kommenden Saison und vor allen Dingen auch nicht wieder diese Reize setzt, wir bleiben beim Beispiel Kimmich, super starke Hinrunde, ja, Dreh- und Angelpunkt in dieser Mannschaft. Super schwache Rückrunde nach der Vertragsverlängerung. Also entweder überspielt oder schon wieder satt, weil er hat seine Vertragsverlängerung im Sack. Titel hat er eh schon alles gewonnen, habe ich schon 100-mal gesagt. Die Spieler, wir haben super viele Spieler in dieser Mannschaft, die haben das Höchste gewonnen, was geht auf Vereinsebene. Die haben 6 Titel in einem Jahr, gut, das kannst du nicht mehr toppen. So. Welche Ziele haben die? Welchen Reiz haben die? Ja. Und das hast du in der Rückrunde wieder gesehen, diese Entwicklung. Ja, der Fußball war ein bisschen schlechter, viele Spieler waren schlechter. So, und ich denke, daran können wir dann Winnie kommende Saison messen. Ja. Dass man eine gute Grundlage jetzt hat, so mit Teamgeist und sowas, ist sehr gut. Das war eine gute erste Saison. Man hat aus meiner Sicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt. Ich fand es sehr schade mit der Jugendarbeit, das hätte ich nicht geopfert. Aber dass man an den Spielern erstmal festgehalten hat, um sie wieder besser zu machen, um sie wieder auf ihr Level zu bringen, finde ich legitim. Dass man die Spieler auf falschen Positionen aufgestellt hat, beziehungsweise lieber Spieler dagelassen hat, wo sie seit Jahren spielen, damit man sich nicht angreifbar macht, habe ich gerade schon gesagt, kann ich nachvollziehen. All das wird man in der kommenden Saison aber natürlich ein bisschen anders beäugen. Ja, nochmal für die Bundesliga, alles ist gut, Alter. Also, ich sehe da jetzt nicht den super großen Konkurrenten, wenn ich ehrlich bin. Am ehesten noch Dortmund. Leverkusen wird ein bisschen zerfallen, denke ich, jetzt in diesem Jahr. Neuer Trainer, wird man sehen, wie das funzt und so weiter, wenn wir da mal einen kleinen Blick werfen. Das sollte reichen, um die Meisterschaft wieder einzutüten, ohne große Probleme, ja. Aber wenn wir über die Spiele reden, wo es dann darauf ankommt, werden wir schon in den Pokalspielen sehen. Bin ich sehr gespannt. Ja. Da muss ein wenig sich entwickeln. Fürs erste Jahr war es gut. Note 3 ist, denke ich, eine super faire Note. Es waren ein paar Sachen richtig, richtig stark. Es waren ein paar Sachen aber auch richtig, richtig schlecht. So ehrlich muss man sein. Das hat man aber alles, wie gesagt, ich persönlich habe das alles unter der Überschrift Finale daheim abgestempelt und erwarte in der neuen Saison, dass da einiges dann geändert wird. Ja. Und da bin ich gespannt drauf. Ich denke auch, dass er das machen muss, um langfristig Bayern-Trainer zu bleiben. Ich denke, jetzt das nächste Jahr wird schwieriger wie das Jahr, was er jetzt hatte. Ja, jetzt war es ein No-Brainer, Alter. Du guckst wieder, dass es eine Mannschaft wird. Du guckst wieder, dass du die Spieler in die Spur kriegst. Und wenn mit dieser individuellen Qualität du es hinbekommst, dass das eine Mannschaft ist, dann reicht das immer für eine deutsche Meisterschaft. Dazu hast du noch einen überragenden Michael Olise gehabt und einen Heavy Kane, Alter. Alles ist gut. Ja, so, Punkt. Das reicht. Da muss ja jetzt auch nicht irgendwie the Gottfaser auf sonst irgendwas sein, damit du mit dieser Mannschaft die deutsche Meisterschaft holst. Ohne das jetzt schwach reden zu wollen. Ja. Da gilt es natürlich in der neuen Saison, ihn an anderen Sachen zu messen. Ja, und das wird passieren. Wie gesagt, sollte er weiter an diesen ganzen Leuten festhalten und weiter auch nur an diesem einen Konzept, das ist der letzte Punkt, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehe, dann wird es schwer werden. Ja, wir haben schon in der Rückrunde gesehen, dass die Gegner sich viel, viel besser darauf uns eingestellt haben, wie es in der Hinrunde noch der Fall war. Und wir haben auch den Leistungsabfall vieler Spieler in der Rückrunde gesehen, ja, den wir irgendwie die letzten Jahre immer hatten. Ob das Nagelsmann war, ob das Tuchel war, wir haben ihn immer gehabt. Ja, immer. Und auch unter Vinny hatten wir ihn.
Ja, aber Vinny konnte es einigermaßen gut auffangen. Ja. Aber wir haben ihn trotzdem gehabt. So, das gilt es in den Griff zu kriegen. Ja, ganz klare Kiste. Dass jetzt durch den Erfolg natürlich was zusammenwächst, dass man eine gute Grundlage hat, vielleicht auch ein neues Mannschaftsgefüge jetzt ohne Thomas Müller. Da müssten aber noch 2, 3 Spieler meiner Meinung nach erstmal den Verein verlassen, um da nochmal ein anderes Gefüge reinzukriegen. Das wird man sehen. Die Grundlage ist da, damit da was wachsen kann, denke ich. Ja, die kommende Saison wird entscheidend sein. Da kann was wachsen, muss aber auch nicht. Ja, also wenn so ein Kimmich dieses Leistungsniveau der Rückrunde in der neuen Saison mitbringt und weiterhin dann mit diesem Leistungsniveau auf einer Sechserposition spielt, dann wird das schwierig werden. Ja, da müssen wir uns, glaube ich, alle nichts vormachen. Sollte er natürlich wieder dieses Leistungsniveau von der Hinrunde bekommen, ja, dann ist das völlig fein. Dann ist das gut. Ja. Aber selbst dann wird das nicht reichen für ein Viertel, Halb oder Finale in der Champions League. Ja. Das ist einfach eine andere Qualität. Ja. Und das werden wir dann auch schon wieder in der Vorrunde gegen starke Gegner sehen. Also da bin ich sehr gespannt, was da die Idee ist und ob man da die Eier hat zu sagen, ey, komm, wir brauchen einen starken Rechtsverteidiger und das ist jetzt Josh. Das wäre natürlich mein Traum. Ob das passieren wird, ich glaube es eher nicht. Die Frage ist, wie man es dann auffängt. Ob man eine Systemumstellung bringt, wie auch immer. Zukunftsmusik. So, ich hatte noch ein Thema. Das Taktische, die Spielidee. Ja, wir haben wieder eine Spielidee gehabt diese Saison. Super gut, hat mir gut gefallen. Ich finde es auch gut, dass wir als FC Bayern sagen, ey, wir sind der FC Bayern, das ist unsere Spielidee, die drücken wir durch. Es ist uns scheißegal, wie der Gegner heißt. Ja, da gehe ich 100% mit, da bin ich komplett anti-Tuchel, der gesagt hat, in jedem Spiel gegen Köln, wow, geil. Wir haben 100% den ersten FC Köln aus dem Spiel genommen und haben 1-1 gespielt. Geiles Ergebnis. Ja, geiler Fußball. Nee, wir sind der FC Bayern, wir haben unsere Spielidee, wir haben diese individuelle Qualität. Und das setzen wir um und dann gucken, wie weit wir kommen. Völlig legitim, fühle ich 100%. Wenn man natürlich gegen super starken Gegner spielt, wie gegen Inter Mailand oder Halbfinale, Finale, kann man das natürlich mal ein bisschen einfließen lassen, wie der Gegner denn agiert. Ja? Damit man vielleicht auch ein bisschen unausrechenbarer ist. Wir brauchen ein bisschen mehr Variabilität. Inter hat es uns gezeigt. Inter hast du gesehen, das ist eine Top-Mannschaft, um es in Guardiola-Worten zu sagen. Inter hat sich zurückgezogen, hatte, ja, hier habt ihr den Ball, macht mal, let's go. Sie kriegen ein Tor, was macht Inter? Ja, alles klar, dann dann spielen wir jetzt doch mal Fußball, geben wir mal 30 Minuten Gas. Wir kamen gar nicht mehr zum Zug. Inter hat Fußball gespielt, hat uns an die Wand gespielt. Ja, die Tore sind am Ende durch Standards entstanden, aber dieses Ding, ja, dann gehen sie in Führung und dann wieder, ach komm, alles klar, wir ziehen uns wieder zurück, lass die Bayern mal machen. So, diese einfache taktische Geschichte, was wir unterm Flick halt auch hatten. Ja, wir haben unterm Flick ganz oft gesagt, 30 Minuten Vollgas, Kombi, Pressing, wenn wir sehen, alles gut, es geht nicht, der Gegner steht hinten drin, schaukelt sich die Eier. Ja, dann haben wir halt uns eine Viertelstunde zurückgezogen. Der Gegner hat irgendwie dann vielleicht mal gedacht, oh, der FC Bayern ja, hat jetzt nicht mehr so die Power, was auch immer. Ist ein bisschen rausgerückt und dann damit zugeschlagen. So, das haben wir diese Saison gar nicht gesehen. Ja, wir kannten nur eine Richtung und das war Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Wie unter Guardiola, da gab es diese Geschichte auch nicht. Ja. Da müssen wir hinkommen und wir müssen auch dahin kommen, dass wir nicht stumpf sagen, jo, geil, Jamal Musiala ist da, wir haben jetzt... wir spielen natürlich durch die Mitte über Jamal und der Gegner stellt da 8 Spieler hin, die Mitte ist super dicht, ist uns egal, wir spielen dann 90 Minuten durch. Obwohl jeder Ball direkt weg ist. Ja. Auch da müssen wir so schlau werden, um zu sagen, oh, alles klar, dann lass uns doch mal über die Halbposition gehen, lass uns über die Außen gehen, genauso wie umgekehrt, wenn die Außen gedoppelt werden. Da muss es möglich sein, dass du verschiebst, dass du einen zweiten Spieler vielleicht von der anderen Seite nur noch mit rüber nimmst, dass du die Seite überlagerst. Oder du sagst, du gehst über die Halbposition. Oder was wir auch gar nicht gesehen haben, war mal ein super schneller Seitenwechsel. Ja, wir haben immer nur diese Handball-Seitenwechsel gesehen über 5 Stationen. Anstatt mal, Michael hat das zwischendurch mal gemacht, also war der einzige Spieler. Ansonsten, dass du mal einen schnellen Seitenwechsel machst. Du überlagerst die eine Seite und dann machst du einen schnellen Seitenwechsel, du hast auf der anderen Seite Platz. Ja, und dann let's go.
So, und diese taktischen Geschichten haben wir halt nicht gehabt diese Saison. Ja, diese Saison war so echt so auf Sicherheit, auf No-Brainer-Basis. Wie gesagt, was ich voll nachvollziehen kann, was auch gereicht hat. Wir haben es gesehen, sportlich, rein sportlich betrachtet. Habe ich schon gesagt, Meisterschaft eingetütet, DFB-Pokal unglücklich ausgeschieden, Champions League war schwach und sind trotzdem noch weit gekommen, am Ende an ein Tor gescheitert. Aber wenn man sich die Champions League ein bisschen genauer anschaut, dann war es schon schwach. Ja, und deswegen denke ich, ist im Großen und Ganzen die Durchschnittsnote, die dann hier auch steht, auch völlig verdient für Vinny. Ja, das war befriedigend, das war ordentlich. Das ist eine gute Grundlage, um jetzt die nächsten Stepper zu machen. Und ich bin gespannt. Ja, die neue Saison wird die entscheidende für Vinny werden. Ja, wenn er jetzt einfach stumpf diesen Stiefel durchzieht, wird das schlechter werden, wie es jetzt war. Meine Meinung, garantiere ich euch. Es sei denn, man holt 2, 3 Spieler, die man austauscht. Ansonsten wird das schlechter werden. Macht man zieht die richtigen Schlüsse, macht die richtigen Steps, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dann kann das richtig gut werden. Und wenn du dann noch 2, 3 Spieler einbaust, 1, 2 junge Spieler einbaust und denen auch die fairen Chancen gibst, dann kann das sogar richtig gut werden. Ja, also die Grundlage ist geschaffen für richtig was Gutes, aber die kommende Saison ist ein Scheideweg, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. So, die andere Frage ist natürlich, ist der Kader nach Vinnys Vorstellung? Ich würde behaupten, nein. Ja, ich würde behaupten, nein. Er durfte jetzt nur eine Transferphase mitgestalten. In der Transferphase ist nichts passiert, außer Michael Olise. Vielleicht kam dieser Hinweis sogar von Vinny, wer weiß das. Ja. Dann wurde der Deckel drauf gemacht von oben, haben wir im anderen Video besprochen. Von daher ist nichts mehr passiert. Lass mal 1, 2, 3 Transferphasen noch ins Land gehen und lass mal gucken, ob Vinny seinen Kader noch ein bisschen gestalten kann, wie er ihn sich vorstellt. Und dann können wir es vielleicht mal ein bisschen, seine Spielidee noch ein bisschen besser bewerten, wie es aktuell ist. Ja? Muss man halt auch noch abwarten. Aber ja, das ist meine Meinung zur Vinny Company. Ja? Fazit im einen Satz: Ist der richtige Mann zur richtigen Zeit gewesen, hat die richtigen Dinge gemacht. Hat aufgrund des Finale der Horms, denke ich, einige Sachen geopfert, auch im Sinne dahin, dass man wieder den Teamgeist hat. Hat er auch einiges geopfert, was legitim ist für das erste Jahr. Im zweiten Jahr muss dann jetzt der nächste Stepper kommen. Ja, es muss ein bisschen mehr der Leistungsdingen im Fokus stehen. Es müssen die Spieler auf ihren besten Positionen für diese Mannschaft auch gestellt werden. Und dann wäre es natürlich schön, wenn er noch 2, 3 Spieler nach seinen Vorstellungen bekommen würde. Und dann denke ich, können wir den Vinny auch nochmal ein bisschen besser beurteilen. Aber ja, wir werden nächstes Jahr natürlich auch ein bisschen mehr reingehen. Aber ich weiß nicht, man hat mir dieses Jahr schon vorgeworfen, ich würde den Vinny zu gut bewerten. Das sehe ich gar nicht. Wenn man sich die Durchschnittsnote anguckt, ja, ich meine, wir sind deutscher Meister geworden, ich habe es gerade schon gesagt, knapp unglücklich im Pokal ausgeschieden. Champions League-Saison war schwach, ja. Also da hätte man sehr wahrscheinlich, wenn man jetzt ein Experte wäre irgendwo, dann wird man Vinny wahrscheinlich eine Note 2 geben. Viele von euch geben Vinny wahrscheinlich eine Note 2, oder? Ich nicht. Also, ihr seht meine Durchschnittsnote. Ja, das ist die Durchschnittsnote von allen Spielen. Und zu der Note stehe ich auch. Ich denke, das ist eine faire Benotung zu Vinnys erster Saison. Weil der Anspruch ist natürlich beim FC Bayern ein bisschen höher wie woanders. Woanders wäre es Note 1 mit Sternchen, wenn du deutscher Meister wärst. Aber wir sind nun mal beim FC Bayern. Ja. Gut. Das war's zu Vinny Company. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr euch da reingezogen habt. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.